Und das sagt du, dass über jung und alt, dass über Männer und Frühes, was der Herr Jesus kommen, wenn wir den Herrn Jesus kriegen haben, der Kirche wird träumen, der wird Vision haben, der wird prophetisch reden. Ich weiß nicht, was ihr das getan habt in der letzten Zeit, wenn ihr über das Thema gedacht habt, wenn ihr an Träume oder Vision denken. Ein von den Dingen, was wir von der haben, sei er tüchtig oder sei er bekannt, dass wenn wir träumen, dann, wir wissen nicht ganz genau, wo wir träumen wollen, wenn wir wissen, dass Jesus Tempel trägt. Wir wissen, dass wir kommen, nur die Zeit, wo Jesus kommt, wo wir diese Welt vor dich haben. Und ich sage, dass viele Menschen, besonders so eine Menschen, die sich durch viel mit beschäftigen, wo das alle was sein, wo nahe das was sein, die haben einen schweren Zeit wirklich zu träumen. Die haben einen schweren Zeit wirklich zu checken, was es für uns oder was meint das überhaupt eine Vision haben oder träumen in dieser Zeit, wo wir sind. Mir geht ganz kort, mit Ihnen zu erklären, ein paar von den Dingen, mir geht eine Prophezeiung zu wiesen von Alten Testament von Joel. Und wenn ihr eine Bibel haben, und ihr wisst von der Bibel ist dort Joel Kapitel 2, Vers 28, andere von ihnen ist dort 3, Vers 1, und das ist nicht wegen, dass die Bibeln arg sind, aber die Versen, die Nummer schon Menschen, die mal nur dann angeschrieben von Versen und Kapitels. Und am Anfang wieder keine Versen oder Kapitels in der Bibel. So, dass du bloß in die Westen Bibeln ist das ein bisschen anders, das Nummer angekommen. So, du, das Joel, der Prophet im Alten Testament, der verteilt von an seine Zukunft, der verteilt von der Prophezeiung oder in Wort, Gott am Wort, was in seine Zukunft passieren. Und der sagt uns das, der sagt, zu der letzten Zeit wird Gott sein Jesus ausgeben über alles Fleisch oder über alle Menschen. Zu der letzten Zeit, sagt Joel. Nun, was meint dort, wenn der sagt, zu der letzten Zeit wird Gott sein Jesus ausgeben, oder wann passiert? Gleich, wenn die Leute vertellen, die würden wissen, wann das wird, nicht? Wann passiert, dass der Jesus ausgegeben wird über alles Fleisch. Das passiert 2000 Jahre und Pfingsttag, wo Gott sein Jesus ausgeben wird über alles Fleisch. Nicht alle Menschen nehmen das an, aber das ist zu Hand für alle Menschen. Das passiert 2000 Jahre drei. Nun, ab der Begebenheit, wo die Jünger den Herrn Jesus kriegen, dann fangen die an in Zungen zu reden, und all diese interessanten Dinge, was die Menschen nicht gewandt sind. Und dann mit einmal dann vertellen die Menschen, was geht mit diesen Jungs an, was ist der Arach? Und Petrus steht mit einmal ab und sagt, das ist, was der Arach ist. Das ist nicht, was er sagt, aber er sagt, das ist, was passiert. Dann geht die drei, nu Joel, ganz drei, nu, was Joel gesagt hat. Und wenn ihr lesen in Apostelgeschichte 2, du nimmst Petrus Joel seine Wort, und dann sagt er, das, was passiert ist. Dort, was Joel lang dreimal gesagt hat, dort ist von der in Erfüllung gegangen. Und das, was er sagt. Er sagt, Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dass ich meinen Jesus über alle Menschen jeiten will. Und ich will Hanji sagen, was er sagt, wenn er sagt, das ist die letzte Zeit. Die letzte Zeit fängt 2000 Jahre 3 an. Aus der Neuen Testament-Zeit anfängt. Dann, wenn ihr bei Joel auch bei Apostelgeschichte lesen, die nächsten paar Versen, wenn ihr ein klein bisschen utloten, ein klein bisschen überhüpfen, dann sagt er, dort ein Tag, wo wir vor dich haben. Ein Tag, dort sagt er, die Sonne wird düster worden, der Mond wird rot worden, und das ist diese Prophezeiung, dort wo alles wird zum Eng nehmen auf dieser Welt. Nu, von du, wo der Herr Jesus raufkommt, aber wo wir wollen vor dich merken auf dieser Welt, das ist die letzte Zeit. Nicht bloß, wo alles wird zum Eng worden ist die letzte Zeit, wir sind 2000 Jahre alle in der letzten Zeit gewesen. Das sagt er so, nicht? Nu, für viele Menschen, wenn wir das weiten, dass wir sind wieder und wieder um eng, die hier und ab mit träumen, wenn wir sagen, was wäre wir nach das anfangen, wenn Jesus eine Wehrwert kommt? Habt ihr mal gehört? Habt ihr mal selbst gedacht, dass was wäre wir nach einem großen Projekt anfangen, wenn Jesus eine Wehrwert hier ist? Was wäre wir nach das tun, was wäre wir nach Jan tun? Aber habt ihr mal gedacht, was Gott will haben für diese letzte Zeit?
was will Gott von seiner Kirche? Nu, dat is de 17e vers aanvang, en aan de 19e en 21e vers, wo redt van wo de Heilige Geest komt, wat wo Jesus wat waterkomt. Aber dort fashion, ist ein sehr interessanter Text, was wir vielmal nicht lesen doen. Dort sagt du, für die letzte Zeit will Gott das haben, hör ich mal. Dort sagt, jene Sehens in Dächter wollen prophetisch reden, jene junge Männer wollen Vision sein, jene alte Männer wollen Träume haben, und Eva Männer in Frühes, die mit deinen weg, und die Zeit in Jes utgeiten, und die wollen prophetisch reden. Nu, ein Ding, was wir machen sein von diesen Tags ist, das ist nicht bloß eine Zeit das ist nicht bloß eine letzte Zeit, das ist eine Zeit von Träumen, von Vision und von prophetisch Reden in der Zukunft. Und das sagt du, das ist über jung und alt, das ist über Männer und Frühes, was der Heilige Geist kommen, wenn wir den Heiligen Geist kriegen haben, der Kirche wird träumen, der wird Vision haben, der wird prophetisch reden. Und der sagt nicht bloß, das wird zu der Apostelgeschichte passieren, der sagt, das wird zu der letzten Zeit passieren, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wir leben in der letzten Zeit, wo Gott will haben, wir sollen träumen, das, was wir jemals haben. Billy Graham sagt mal, das steht lang drin, der sagt, wenn ich dort wüsste, dass Jesus wird morgen kommen, nicht keiner weiß dort. Aber der sagt, wenn ich dort wüsste, dass Jesus wird morgen kommen, ich würde mich von der werden, einen Baum zu planten. Und das ist ein guter Weg von Denken. Je wieder wir einkommen, je daler wir uns lernen zu träumen, wenn das wird Träume tun und das wird so eine Menschen tun, die den Heiligen Geist in uns Hort haben. Den Geist, was wir kriegen haben, ist nicht ein Geist von Furcht oder von Angst, aber es ist ein Geist von Liebe, von Kraft und von Selbstbeherrschung. Und so wir haben einen Geist kriegen, wo du sich weg zu träumen, wo du weg fern weißt zu kicken. In der Serie, wo wir ben sind, die erste Botschaft, dann vertellen wir uns ganz klar von, wo wichtig das ist, dass wir uns während zu träumen und zu träumen mitzuteilen, kriegen, dass wir Menschen uns wollen verachten. Das ist ein Don't, nicht bloß ein Don't, aber es ist wichtig, dass wir verschieden sind, damit wir können diesen Traum nur folgen. Und die zweite Botschaft redet wir von, wo wichtig das ist, dass wir nicht bloß verschieden sind, aber wir werden uns an die schweren Zeiten durchträumen. Und wir sehen zu uns, dass je gerater der Traum, je schwaner die Umstände, von wo die den Traum kriegst, wo die was kriegen. Und dass wir wollen durchholen und durchfahren mit dem Traum. Und von der Jank hat mich ganz kalt Feuer, und ich weiß noch nicht ganz genau, was ich das sagen will, ich wollte versuchen zu erklären mit Ihnen. Fire Distractions, da wir kicken, wie du sind Fehler. Wir sehen uns vielleicht mal dazu tun, als sie kommen zum Eindenken, dass den Traum zu stehlen, dort merken zu verdorben. Wenn die nicht kriegen können, die nicht träumen, aber können dort merken, was stehlen, dann weiß ihr, dass eine große Zukunft für wo Menschen nicht wollen, geraten wollen. Oder viele Menschen wollen nicht geraten wollen. Nu, wenn so tun für sich in Traum weich zu stehlen, wie du sind verschiedene Dinge, die proben zu tun, und die merken nicht, du hinkommen. Und ich wünsche, ich könnte ein fan deutsches Wort um Distractions erklären. Aber das deutsche Wort ist eine Auflenkung. Weißt du, was eine Auflenkung ist? Irgendwas tun, von wo du den Traum gekriegt hast, was du den Traum erfüllt sitzt, irgendwas tun, das kann gut sein oder schlecht sein, aber irgendwas tun, dass du den Zeit verspielen lässt, wie es nicht zu Hand kommt. In Josefs Leben sind wie verschiedene Dinge, aber das sind diese 4 Dinge, die du rüberstecken, Eva. Und ich glaube ganz bestimmt, das sind 4 von den größten Dingen, die von der ersten Tag alle Menschen ihre Träume können, bodern oder distracten, dass es nicht zur Erfüllung kommt. Und mir gibt die 4 Dinge ganz cartoon sein. Das erste ist, sei obvious und das sei klar und das ist ein stolzes Hort haben. Ihr wisst, dass Josef am Anfang von einem Traum kriegt von Gott, wir wissen, dass Josef der sich graut mit seinem Traum. Und wir sehen ein gutes Ding von Josef hier, dass die wirklich verschieden zu sein, die wirklich anders zu sein als seine Freunde oder Brüder. Aber ein Ding, was nicht fern wir ist, dass er hat ein stolzes Hort am Anfang, als er den Traum kriegt. Nu, woran wir das weiten, dass er ein stolzes Hort hat, ist, wenn Stolz ist ein sehr interessantes Wort. Wir haben vielmehr hier das Stolz meint, wenn wir das schmackste Haus haben, oder wenn wir das schmackste Fertig haben, oder Stolz meint, wenn ich mir sehr Schmack antrage, oder so kann ich Ihnen ganz klar erklären, was Stolz meint in ein paar Wort. Wenn du das Gott verstehst,
sodass Gott nicht zu sein ist, dann bist du stolz. Wenn du irgendwo denkst, dass Menschen wollen die sein, dann steht Gott sein. Wenn du immer probst, was zu vertellen, dass Menschen wollen die sein, dann steht Gott sein, dort stolz sein. Und Josef, als der anfängt mit seinem Traum, wie sein Scheinmal, dass Gott ihm einen Traum gegeben hat. Nu, wie weiten den Traum, was Josef hat, den hat Gott ihm gegeben, und wie kann die ganze Geschichte. Aber alles, was Josef vertellen, das even von seinem Traum ist ich und mich. Der sagt, ich kann einen Traum kriegen, und ich will so das sein, und die wollen zu mir bieten, und ich das und ich das. Wenn wir das nicht wissen, dass Gott sein Traum wir, wenn wir die Geschichte nicht ganz wissen, wir würden niemals können utfinden, dass das von Gott wir. Wegen Josef stünde Gott einen Stich. Danach gibt Gott Josef einen Traum, aber ein Ding, was Josef sehr bald muss lernen, dass diesen Traum, was Gott mir gegeben hat, das ist Gott sein Traum, und ich will mit dem Gott spielen. Und Luther in sein Leben hat dort, aber am Anfang, dass wir eine sehr große Versicherung oder eine Distraction für Josef, dass der wird Stalt Luther sein Hort übernehmen. Und Stalt ist eine von den ganz ersten Dingen, was du schmatten losluten, wenn Gott dir einen Traum gegeben hat. Maar wie es nicht tut, wenn wir einen großen Traum haben von der Zukunft, Stalt ist die erste Dinge, wo so tun, was uns Hort mit proben zu beschädigen. Warum? Wenn so tun, wird sehr gut, dass das die erste Schlädeltum so deep kommt, als was einer kann kommen. So tun probt das selbst. Der probt einfach besser zu sein oder heicher zu sein als Gott. Und er lehrt sehr bald, dass wir so tun sind eng oder dass wir so tun sind, du wirst aufgestattet. Jesus an der anderen Hand, hat wir Gott, und er stellt sich unter alle Menschen. Und dann sagt er in Philipper 2, dass du wen kriegst den Namen, was der über alle Namen ist. Und so tun weiter, dass wenn die uns mit Stalt verdorben, das ist ein von den ersten Dingen, das größte Ding, was die tun, dass wir nicht vor uns drum nur kommen. Nu, ich habe das dit genannt, Stalt blieben. Wenn wir haben alle tidig oder Lut Probleme mit das. Wenn je kleiner wir sind, je doller kämpfen wir mit das. Wenn kleine Kinder, alles was die vertellen, alles was die tun, als Menschen sein, wofern die alles kennen, wo hoch die hüpfen können, wo sie ran können, aber die vertellen immer von sich. Und hoffentlich, wenn wir geraten wollen, dann einmal lieber, dass wir mit anderen Menschen, besonders Gott, für uns tragen und nicht die tauschluten. Kann ich dir ganz kurz sagen? Und staltet Hort als der ganz größte Beweis, dass wir nicht sind jährlich abgewaschen. Josef hat Probleme mit das, der Kampf mit dem staltet Hort, und ich muss sehr bald lernen, mein Traum wird niemals verlängern kommen oder utkommen, wenn ich das staltet Hort hole. Gott hat Josef den Traum gegeben. Josef hat sich nichts, der hat sich den Plan nicht ausgeschrieben, der hat sich den Traum nicht gewünscht, der hat nichts getan. Gott hat ihn gegeben. Und so Gott musste ihr haben. Und Josef lehrt, das zweite Ding, was Josef lernt, ist dort, und hier reden wir in der ersten Botschaft von Klimasse von, Wahre, eine Verachtung, Rejection, wenn du veracht warst für den Traum oder für wer du bist. Und ich will hier nicht sehr viel von sein, gut, in der ersten Botschaft um 3 Horchen, aber Josef wird sehr, sehr veracht von seinen Brüdern, wegen dass er einen Traum hat. Und die gleichen den Träumer nicht, die gleichen den Traum nicht. Und so Josef wird veracht. Nun wisst ihr, dass so tun hat eine sehr feine Strategie, eine sehr feine Weicht, um die versiegen, um die distracten werden. Keine Menschen fühlen sich daran veracht, dass der Menschen wird mit Stalt handeln. Denkt mal an. So tun es nicht so dumm, dass die bloß mit Eis wird versiegen, dass die weiter du wirst niemals begeben. Wenn du ein staltet Hort hast, das ist der beste Weg, um die merken, rejected feilen oder veracht feilen. Wenn du dein Leben lang schaffst, bloß um den Eck abbühen, und es wird bühen, dass Menschen wollen die kicken, wenn es wer dort wird verachten, dort wird du gebüht hast, den Eck, dann wirst du die Damm feilen. Nun, ich habe mit Flietsus das geschrieben, wenn Verachtung leben, ist ein ganz anderes Ding als Verachtung beleben. Verachtung beleben wir alle. Wir kriegen alle tätig ihre Leute uns dort, dass Menschen dort nicht wollen gleichen, was wir tun oder was wir sein oder wer wir ob sind. Ja? Aber wenn Verachtung, dort kommt von anderen Menschen. Aber wenn wir in Verachtung leben oder in Rejection leben, dort nennen wir plötzlich beleidigt sein.
Wenn wir an uns Pity Party setzen oder an so beleidigt setzen und einmal denken, was andere heute könnt besser tun, was andere sollen tun für mich. Und Josef, der hat könnt. Den seine Brüder, wir dam genug zu denen. Und als der in Ägypten wir, die Menschen wir dam genug zu denen. Als der in Gefängnis wir, die Menschen wir dam genug zu denen, dass er heute sein Leben lang bloß ein beleidigt nachhocken und sein, das bloß weg sein. Und kann ich die sein? Dort ist ein Weichtum, den Traum dort merken. Dort ist ein Weichtum, den Traum luten weichstellen. Und so tun wir es dort. So, die haben gestaltet hat, die dealt mit uns gestaltet hat, und die wird verachtet, und die handeln mit der Verachtung. Und ein von den Dingen, was wir machen lernen, wenn wir das war, ich wünsche, ich habe das geschrieben, aber das ist ein Prinzip, wenn wir das lernen. Und es ist sehr wichtig, dass ihr das lernst. Wenn die Traum es gebüht ab, andere Menschen ihren Approval oder dass andere Menschen den wollen annehmen, dann wird die Traum auch bald sterben, wenn Menschen den nicht wollen verachten. Ans Traum hat ab was Besseres gebüht sein, als ob andere Menschen wollen das approven oder nicht. Ans Traum hat von Gott kommen, und dem hat ab Gott gebüht sein. Und so Josef hat gelehrt, hier ist der Schlüssel. Josef hat gelehrt, dass seine Brüder wären nicht der wirkliche Enemy oder der wirkliche Feind. Der wisst, dass hinter der Gardine, seine Brüder wären Damm gewusst haben, die hatten am Merken Damm fallen, aber hinter der Gardine ist ein Traum stehler. Und das so tun. Und Josef hat bald gelehrt, dass, wenn ich mich beleidigt fühle, dann du mehr, du jetzt mehr verspielt, als bloß meine gute Zeit oder meine Brüder. Du hast ein großer Traum, wo du verspielt jetzt. Nu dat vierde ding, oder derde ding, sorry, ist ein sehr wichtig Ding, und das habe ich immer an Josef seine Geschichte gelesen. Wenn Josef seine Geschichte lesen, das kann ich nicht vorbeikicken. Wenn Josef, dass wir das Jung, was wir immer brauchen zum sein, hey, der versteht je in Versicherung zu schaffen. Versicherung von Sinn oder die Leute verleiden von Sinn, dort weit wir gehen. Du brauchst wenig von vertalen, dort weit wir das Wort unsere Träume dort merken. Je weit nicht alle, dass wenn Josef hat beigegeben, hat Potiphar seine Früh abschlupen, dann wurde der Traum niemals in Erfüllung gegangen, right? Aber die Frau wird wie einmal ans verjährten zu fragen, wo in der Welt ging dort? Was wie der Schlüssel, dass Josef so eine Versicherung war, was die deit. Die Bibel sagt uns, dass Josef wie jung, Josef sagt Geschmack, Josef wie stark, und die Früh, Potiphar seine Früh, wenn die Geschichte kann, wo das meint, dass wir ein von den schmacksten Frühen auf der Welt, nicht bloß dort, aber Josef wie allein mit der Früh, und die Früh brach er am nicht bloß ein Tag, nicht bloß 2 Tage, aber alle Tag, ein im anderen, dass er so mit Josef zu schlupen. Oder Josef so kann man zu schlupen. Und weißt ihr, was viel euer ist, als alle Versicherung taub? Ein Mensch, der du rejected ist, und rejected fehlt, das ist der Mensch, der das ganz erste, was zugeben zu sexuellen Sinn. Wenn du bist verachtet geworden von den Menschen, die sollen bewahren, wenn du bist verachtet geworden von den Menschen, die sollen protecten in ihrem Leben, und die haben das niemals getan, der erste Mensch, der kommt, die wird anbeiden, wird uns dort erst, dann falls sie die endlich mal angenommen. Nur die Versicherung wie gewaltig groß für Josef, dort der das nicht tun. Der wie allein, keiner sagt dort, und Josef hat können sagen, hey, meine Familie wird niemand anwollen. Meine Papa hat mir einmal gelehrt, ich soll nicht sit down, aber die wollen keinmal anwollen. Ich bin hier allein, und by the way, die früh wird Josef tun, eine Frau, und die dort wie ein Wirt über Josef, du wirst 1000 Wege, wo die sich hat reichfolgen zum Singen. Und ich weiß, wie Frauen uns waren, wo können die dort, wo ging die ohne des Jungs in Leben, dort die können diese Versicherung war tun. Nu, mir gehören die sollen diesen Farge, wenn die es hat in der Bibel geschrieben, ich würde die zum Noten merken, wenn ich mal, was das sagt. Josef würde können 1000 Dinge vergeben sein, wen das oder wen jant oder wen dort. Aber das ist alles, was Josef sagt. Er sagt, wo kann ich, und er sagt keinmal, jen die singen, oder jen mich singen, jen mein Vater angehorsam sein. Der sagt, wo kann ich so damit tun, jen Gott. Der sagt, wo kann ich so damit tun, jen Gott. Nu glaube ich nicht, dass Josef genug Ursache hat, solange es der veracht wie geworden, allmal kann sein, okay, keiner will was von mir, keiner hält mich,
ich kann nicht länger uitholen. Oder der hat können sein, Gott hat mir dann mal einen Traum gegeben, in jeder Ding, was ich von der belebt habe, bis nachher mal schwarter und schwarter. Aber hör ich mal, der sagt, wo kann ich so tun gegen Gott? Josef würde können sein, Gott hat mich Tag gelitten, Gott hat ihn eng von den Deal nicht geholt, woran soll ich? Und hier ist ein wichtiges Ding, was wir lernen von Josef. Ob die dort was sein oder nicht, Josef hat eine persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und diese persönliche Gemeinschaft ist wichtig für Josef, ob der mit Menschen wir oder ob der persönlich wir. Ob der eine Kirche wir oder bitte der Kirche, der hat eine persönliche Gemeinschaft mit Gott. Der will Gott treu, aus den Diensten wir und Dachen wir, der will Gott treu, aus den manch Menschen wir und nicht manch Menschen wir. Und dort ist, was Josef hält, diese persönliche Gemeinschaft, der Leute nicht gegen Gott singen. Und was Josef gelehrt hat, war, als dort die früh wird am Versiegen, der dort wie nicht der abirmste Enemy, dort wie nicht der abirmste Feind. Josef ist ganz gewiss, den Traum, was ich gekriegt habe, kam von Gott. Und wenn ich das tun, du hast viel at risk, du sehr viel, was ich in meinem Leben verspielen, wenn du so tun, wenn mein Traum will dort merken. Kann ich bloß was anschmieden und ich habe die denkst du über. Wenn du zu dit was Spiel geben, zu der sexuelle Sinn was Spiel geben in dein Leben, dort ist nicht bloß ein kleines Bettchen, was so tun, in dein Leben was vermerken. Oder in den Traum, was du hast für deine Ehe oder deine Familie. Dort wird die immer mehr kosten, als was das am Anfang nur sieht. Und Josef wisst das. Ich war Jahren 3 mal in ein Gefängnis, wo ich das Evangelium mitteilte und zu den Prisoners oder zu den Gefangenen bin. Und da waren viele Männer in Doyle. Und als ich fertig hatte mit dem Evangelium mitteilte, hat immer wieder einer, der sollte bezieht mit seinen Getor und den Sachen mit anders und den Sachen mit allein. Und als ich fertig hatte, dann ging nur den vertalen. Und ich dachte, den fehlt das Evangelium, wenn der sollte mit so allein und die wenig mank das alle Männer mank. Und dann vertalte ich mit denen, dann fragte mich so, du bist ein Christ? Und sage ich, ja. Und dann wollte ich den Judas fragen und dann sagte ich, bin auch. Und was mir das erste durch den Kopf ging, ist, so, das ist ein Christ, aber der ist im Gefängnis. Ich will, dass der mich hier verlehnt hat. Wo passt er taub? Und dann vertalte ich länger mit denen und sagte zu mir, und ich fragte ihn, wie lange bist du in Gefängnis gewesen? Und sagte, 10 Jahre. Dann fragte ich, wie lange bist du ein Christ? Und sagte, 10 Jahre. Und das mich alle nicht sehen, wenn ich dachte, wir in Gefängnis sind, gekommen wären in Christ. Aber dann vertalte ich mir das und dann sagte ich hatte einen Traum, als ich mich befried. Ich will die beste Familie merken auf dieser Welt. Ich will die beste Ehe haben auf dieser Welt. Und irgendwo, der Land, da leite ich mich versiegen von sexueller Sinn, sagte ich. Und dann sagte er zu mir, dass seine Frau hat ihn verloren, seine Kinder hat ihn verloren, seine nur der Freund hat ihn verloren. Und er hat einmal wieder und einmal tiefer angefangen, Sinn zu leben, was er was schrecklich damit getan hat. Und nun sagt er in Gefängnis, für 10 Jahre, und in Gefängnis hat er sich kurz bekehrt. Und dann fragt er, wann er passiert, und sagt er, ich weiß gar nicht, das haben wir dann nicht gesagt. Und weißt du, was ich dann dachte? So ferken, so tun wir sehr gut, dass Gott wird die Dinge sind für jeden, und die Buße des. Aber so tun wir doch sehr gut, dass die Folgen, was die du werden leiden, in den Traum, was du werden sterben. Kann ich das noch einmal sein? Die Genug von Gott ist groß genug, um die sind für jeden. Und einmal glaube ich, wir können nicht seine Kinder dienen, und nicht seine Kinder geheim, und keiner wird das anwollen. Aber das wird die mehr kosten, als wird die gleich werden, die Folgen, wo wir werden leiden, wenn Gott sie nicht genug, was die sind für jeden. Und ich will das nennen, und ich glaube, das ist eine von den großen Versicherungen oder Distractions, wo so immer wieder braucht, um Menschen ihre Träume dort merken. Weißt ihr, wo viele Ehes ihr Träume als gestorben? Bloß von diese kleinen Dinge, down, was die dachten, keiner wird anwollen. Und dann bloß ein Geheimnis holen, bloß ein Secret holen, und dann damit fahren. Und Josef ist später dort. Das vierte und das letzte Ding, was ich will sagen, ist, und das weiß ich wahr, weiß ich gut, was Josef tat. Aber ab dem Ende von Josef sein Leben, als er all diese Dinge durchhat, all diese schwere Zeit durchhat, dann sagt die Bibel uns, er steht in Ägypten, er ist der Buben, er ist den König sein Zweiter vom Förster.
En dan komt de bruid aan. En als de papa is gestorven is, als Jozef zijn papa is gestorven is, dan komt de bruid naar Jozef en zei te Jozef, die zijn niet sorry, die zijn niet aan dat leid wat we doen gaan. En we weten aber, dat Jozef zijn vergevende hart, dat steigt immer weiter rüt, wenn wir Josef seine Geschichte bekicken, wen Worte deut. Aber denk bloß mal, lut mal für eine Minute an Josef sein Leben. Was wirst du deine Brüder tun, wenn die haben all die Zeit weichgestohlen, was die haben weichgestohlen? Was wirst du deine Brüder tun, wenn du nu der zweite von höchster Mensch wirst, nicht bloß einen Land, aber eine Welt? Die hat alle Macht, um die Brüder dort merken, die hat alle Macht, um die rechnen. Was wirst du tun, wenn du so eine Vergangenheit hast und die Brüder werden die Schuld für so eine Vergangenheit merken, was du hast? Nu hör ich bloß mal, was Josef sagt. Nu merkt, dass die Brüder haben keinem sorry gesagt. Die kamen zu Josef und sagen, der Papa sagt, du sollst uns vergeben. Weißt du, was sorry dort ist? Das ist unsere Kinder einmal, die haben erst was damit getan. Und dann sind die sehr sorry, aber die sind nicht sorry für was die tun haben, die sind sorry, dass die etwas angeworden werden, die wollten nicht eine Schach kriegen. Und die Brüder glauben, dass wenn wir wollen sein Papa sehen, und Papa ist nie gestorben, und Josef will das Beste für seinen Papa nicht, so Papa sagt, du sollst uns vergeben, dann wird Josef das annehmen, der wird das glauben. Aber hier ist, was Josef sagt, als die Brüder kommen, diese arschliche Apology in den Arm. Vers 19 in 1. Mose 50. Das sagt, aber Josef sagte an, Angst jünt nicht so. Sie erkennen Gott seine steht, Vers 20 sagt, je mögen einen beisen Plan gehen mir, aber Gott hat einen guten Plan für mich. Den lernen soll wir uns jetzt für Groten anschreiben. Menschen wollen beisit für die, Suten wollen beisit für die, aber wenn wir dort können lernen, dass Gott hat immer einen guten Plan für mich. Kriegt nicht, was Menschen wollen, kriegt nicht, was Suten wollen, Gott sein Plan ist gut für die. Dann sagt er, dass viele sollen Leben geholt werden, so das von der ist. Und dann sagt er noch einmal zu seinen Dame Brüder, die was nach Himmelbuße getan haben, der sagte, der Angst nicht länger. Ich will jünt und jene Kinder geben, dass die leben können. Dann sagt er, so treust und versichert dir an. Mein Gott, ich kann das in Jungen einmal nicht verstehen, aber weißt du, was das Applaus meint? Das meint bloß ganz klar, dass alles, was die mir immer getan haben, jeder beise Ding, was die in mir geplant haben, und alle Zeit, und alle Dame, was die mir angetan haben, alle Zeit, was die mir weichgestohlen haben, dort hat ich den rein alle verjährt. Dort hat ich ganz losgelassen. Nicht bloß dort, aber ich war alles tun, damit die eine gute Zukunft haben, und nicht so eine Zukunft, was die mir mögen, dann mal. Dort meint Vergebung. Dort meint, dass ich losgelassen und das ist Josef Gott hier so. Dort wie ein langer Prozess von Vergeben und Vergeben und Vergeben. Wenn du sagst, du verjährst das nicht bloß einmal, du wirst das ewig tun, wenn so tun, was kommen sein, hey, reichen die und die, wenn so tun, was gleichen wahrer. Nicht bloß das Jung dort zu merken, nicht bloß die Brüder anzubringen, so tun, wo einen großen Traum dort merken. Und Josef weiß, dass meine Brüder sind nicht der wirkliche Enemy, das sind nicht mein Feind, dus en veel jaren vriend hängen, wat al dat hier heeft geplant, dat Gott zijn droom niet zal in Erfüllung kommen. Nu, ik weet, ik wil hier abhören met deze vier dingen. Ik wens je een dag in de gelegenheid en tijd om een deel van deze dingen mal diep bekijken, want er zijn zo'n grote waarheden en values ben. Maar ik heb een vraag voor die. Wenn du denkst an den Traum, was du hast gekriegt, was sind die Distractions oder die Ablenkungen, was du zum Bruch an dein Leben, dass du nicht weißt, in den Traum Erfüllung kommen, wo Gott will, die so sind? Jemand hat mir das gesagt. Gute Träumer, die luten immer dort, was sie nie wollen, gehen, für dort, was sie ab ihrens wollen. Kannst du verstehen, was das meint? Gute Träumer, der entscheiden zwischen dort, was sie nie wollen, und dort, was sie ab ihrens wollen. Josef, der hat könnt jedes Mal, wenn der durch eine Lehre durchging, bloß denken, mir jankert nu dit. Mir jankert nu
dort, wo jemand versorgt wird. Mir jankert nie das zu haben, was mir nie jankert, aber Josef weiß, dass ab ein von meinem Leben erst was ich da will, als was ich nie will. Josef würde han können seine Brüder tot merken, aber die wissen, dort was mir nie jankert, dort euer, was mir nie driven hat, dort wird mir nicht in meinen Traum bringen. Und so immer war er eine Entscheidung zu merken sein, dort was ich ab ihrem will, dort kann Blut da. Aber dort was ich nie will, dort kann gut sein oder schlecht sein. Aber wie man entscheiden, dass wir wollen ans Leben distracten oder nicht. Nu, ich sehe nicht euch und ich will noch einmal sagen, dass wir sind Träumer. Und wir sind nicht Träumer wegen Josef, wir sind Träumer wegen Jesus. Und immer war, wenn ich diese Geschichte bekicken darf von Josef, dann sage ich so klar, woran die Geschichte in der Bibel bin, ist, wegen wir sind so klar in Jesus. Das Bengel, was du verachtest von Tüs, verachtest von seinen Menschen, das Bengel, was du verkauft wird von seiner Billions Glovenlohn, das Bengel, was du ab dem Wach nu den größten Traum erfüllen, die dummste Zeit in seinem Leben durchmacht von Versiegung, von Verachtung. Und wenn ihr so seht, ist das alles zum eng. Du mit einmal braucht das alles rüt und du kämpfst den Traum rüt und Gott kämpft über dir. Und kriegst du das mit Jesus nicht so, der wird verachtet, der wird verdammt und der wird versucht. Und ab dem dort Buven, ab Golgatha, wo die gestorben sind und ein Kriegshung, du Fried so tun, mit den Menschen sich auf die Füßen fallen und sagst, so hier ist das alles vor dich. Der Träumer ist tot, der Traum ist tot. Aber das ist, wo der ganz größte Traum zur Verfällung kommt. Und ich kann das auch sagen, aber der größte Traum, was Gott für die hat, oder nach jemals gehört hat, dass der will eine Ewigkeit mit die taub sein. Der will die haben, der will mich haben, und der will eine gute Zukunft mit uns haben. Und das ist, woran wir Träumer sind. Uns Jesus, uns fair, der wird für uns wohnen, der hat uns gelehrt, wo zu träumen und wo ein Traum mit einem eng zu bringen. Und mir hat von der zu ihnen bis ganz kurz das sein. Ich will ihnen Mut merken, wenn die nicht an Jesus in ihren Hort angenommen, wenn die nicht hast Jesus in Opfer angenommen für dein Leben, Jesus in Blut und deine Sinn waschen, dann nimm das an. Nimm das an Glauben an, dass er für die gestorben hat, für die das betult. Und dann sieht man uns Träumer. Wer wir träumen, ich weiß, wir kommen wieder nach der letzten Zeit, und ich weiß, Menschen, die merken sich dann immer schwander, mit wo das wird passieren, aber Jesus will haben, Gott will haben, wir sollen träumen. Je wieder wie einem einkommen, je doller soll wir träumen, wenn je mehr Menschen viel zu helfen. Und das Traum, was Josef hat, und der Traum, was Jesus hat, dass wir einen Traum von vielen Menschen raten. Und das ist der Traum, was Gott für dein Leben hat und für mein Leben hat. Und ich hoffe, wir horchen und wie wir antun träumen, und uns luten leiden und nicht luten, diese Träume wegsterben. Wir beten. Ich danke dir, Jesus, für wer du bist und was die Idee ist von dir. Ich danke dir, dass du uns hast hier taub gebracht haben, die horchen. Und ich freue mich, dass du uns verstreust mit deiner Welt und du wirst mit deinen Helden Jesus, was unsere Horten fallen, sodass wir können Trost und Mut finden und Frieden und dass wir wollen träumen. Ich weiß, den Jesus, was wir kriegen, ist nicht ein Jesus von Angst, das ist von Leid, von Kraft, von Selbstbeherrschung. Aber wir wissen auch, wir haben einen Jesus gekriegt von Träumen. Und so wir freuen, dass du uns was helfen, dass du uns was Träumen geben und dass du uns was Kraft geben, um den nu fallen in Jesus in Namen. Amen. Hans, ich habe eine große Freude, dass du die von dir gewählt hast, mit uns zu horchen, wie Menschen, die wir gesehen worden. Und wenn du einen Frauen hast, dann fund uns nicht das Nummer oder schreib uns an WhatsApp, wir sind hier und drei zum Halten. Und wenn du beschlechten, unsere Botschaften immer alle Weg an WhatsApp zu kriegen, dann scan diesen Code mit ihnen Phone. Und hey, wir würden uns auch sehr freuen, wenn du diesen Subscribe-Knopf drücken, so dort kannst du euer Antworten, wenn ihr unsere Botschaft von YouTube ankommt. Und andere Menschen wie den Breit können sehen, vor mit Gott sein Wort. Mach Gott die Segen.